Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben in der letzten Folge versucht, gegen die Wächter hier zu kämpfen, wo wir gegen 5 Stück gleichzeitig kämpfen. Aber irgendwie hat das nicht so ganz gut funktioniert. Und ich habe mir diese Folge eigentlich eher vorgenommen, dass wir uns sonst noch mal ein paar Vorbereitungen treffen. Ich habe jetzt noch ganz kurz den Dorn und Qual wieder gegen den Kompass ausgewechselt. Weil das besser ist, sobald wir auf Erkundungstour gehen, damit ich auch genau weiss, wo wir etwas stehen. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, wir holen unsere Seelen zurück und versuchen uns mal um ein paar andere Sachen zu kümmern. Oh, einmal über und aufwärts. Und dann versuchen wir eigentlich unsere Seelen mal ganz kurz zurückholen. Und dann erkunden wir ganz kurz ein paar Sachen weiter. Und zwar würde ich gerne einmal... Oh! Ich komme ins Spiel rein und komme auf den Keks über. Das kann sie nicht sein. Mann. So, komm rauf. Kann ich dir schnell eins auf den Deckel hauen? Genau, so kann ich meine Seele wieder nachfüllen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich meine... Also mein Leben nachfüllen, meine Seele nachfüllen. Dass ich dann nochmal genug Seelen einsammle, dass wir dann nämlich hier oben gemütlich unsere verlorenen Seelen einsammeln. Jesus, die Versprecher da die ganze Zeit. Man weiss ja gar nicht, wie man was wo beschreiben. Hei. So, und versuche ich jetzt hier oben noch unsere Seelen einsammeln. Und nachher habe ich gedacht, jetzt müssen wir ganz kurz schnell auf den... Ja, ich erkläre es nachher ganz kurz. Und zwar muss ich für das auf die grosse Karte, sonst kann ich es gar nicht zeigen. Und zwar, dass ich den Weg da, wo wir freigeschaltet haben, nochmal zurückgehe. Und wir versuchen eigentlich, ja, jetzt muss ich... Nein, da wäre fast schneller zum Hirschkäferweg, weil ich persönlich würde gerne hier oben auf Mistmund gehen, zu unseren Raupen, würde ich jetzt mal sagen. Weil dort sollten wir eigentlich einen Gegenstand erhalten. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Ui. Einen Gegenstand erhalten, mit dem wir eigentlich unseren Nagel verbessern könnten, der uns im Kampf unterstützen gegen die verschiedene Wächter da oben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, momentan so in unserem Zustand ist es einfach recht schwierig, oder besser gesagt, zu schwierig überhaupt gegen die anzukommen. Und jetzt habe ich keine Lust, da irgendwie 20, 30 Versuche zu planen, allein zu irgendwie versuchen, um die zu besiegen. Und daher habe ich gedacht, ja, komm, da versuchen wir doch lieber mal schnell uns aufzubessern. Jetzt wollte ich nämlich gerade mal schauen, weil von da aus haben wir nämlich noch einen... Ja, ich weiss aber nicht, ob der Weg leichter ist oder nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren es lieber mal von da aus durch. Das andere ist, ich würde natürlich auch noch gerne mal wieder in die uralten Becken runtersteigen, um dort unten... Ah, da ist er schon da. Um dort unten dann mal noch den Hirschkäferweg freischalten. Das wäre mir natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch noch recht wichtig. So, kommt er oder nicht? Ah, Mann! So, ich dachte, ich kann da schön vorbeischleichen, ohne dass er das merkt. Hei. Ein Fehler nach dem anderen. Was ist nur los? So, dann ab zum Hirschkäferweg ist jetzt eigentlich mal die Debatte. Eigentlich könnte ich mir da gerade noch das Leben nachfüllen. Dann muss ich da nicht extra meine Seele dafür verschwenden, wenn wir da schon ein gemütliches Bänkchen auf dem Weg haben. So, schnell schauen, da einmal alles komplett geradeaus. Ui, ich habe jetzt gerade alles niedergemetzelt. So, dann kommen wir nämlich da an und jetzt muss ich da eigentlich nur alles aufwärts gehen, also nur. Aber das sollte ja eigentlich gut machbar sein. Besonders durch unsere neue Fähigkeit da sollten wir da eigentlich einwandfrei raufhüpfeln. Jawohl! Das hat doch gut funktioniert, auch ohne grossartig zu kämpfen. So, und da sollte sich dann unser Hirschkäferweg befinden. So, einmal durch bitte! So, dann sind wir da jetzt schon bei unserem Hirschkäferweg gelandet. Jetzt würde ich nämlich sagen, wir machen das auf den Weg nach Mistmund. Und von Mistmund her gehen wir dann mal unsere Raupen besuchen und hoffen, dass wir von ihnen, durch das, dass wir jetzt schon so viele Raupen gefangen haben, das Material bekommen, um unseren Nagel zu verbessern. Und wiederum gibt es dann auch noch in der Gegend mehrere unerkundete Sachen im Mistmund, wie auch in der Diamanten... Ich weiss jetzt nicht, wie ich die nennen soll. Kristallebene. Die da eine Kristallspitze hat ja den Weg, da, wo komplett dunkel war. Wo ich noch gerne erkunden würde, weil ich habe das Gefühl, da könnte uns vielleicht noch irgendetwas erwarten. Dort haben wir ja einen Weg gehabt, wo eigentlich nur der kannst machen, sobald du die Laterne eigentlich besitzt. Und durch das habe ich gedacht, wir können da eigentlich jetzt wirklich die Folge mal schauen, dass wir uns ein bisschen wieder verbessern und stärker werden, um können gegen die anderen... Ui, was ist da passiert? Das sind jetzt plötzlich alles so Blatt rum. Ui, die sind... Hä? So, was sind denn das für Kreaturen? Die sind doch noch nie da gewesen. Jetzt oh, okay. Jetzt
bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ich würde sagen, ich gehe lieber nochmal schon mein Leben oben auf dem Bänkchen anfühlen. What the hell? Jetzt sind alle Kreaturen noch schlimmer infiziert worden, oder wie? Mann. Es kann ja nur noch mehr Überraschungen geben in Hollow Knight selber. So, dann gehen wir nochmal abwärts. Da muss ich mich jetzt aber gut darauf vorbereiten. Es tönt so, als hätten die wirklich einen Herzschlag da an. Nice, gut, jetzt aber weg da, der explodiert jetzt. Also die Kreaturen sind noch ganz normal, aber das andere ist jetzt total infiziert gewesen, mit so Blöterli um sich herum. Die da jetzt auch? Hä? WTF? Die armen Kreaturen sind total infiziert worden, aber egal, wir sind nämlich bei unseren Würmchen angekommen. Hey, woi. Und da schießt nämlich schon ein Gegenstand raus und noch mehrere Taler. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was wir da alles bekommen. Ich laufe am Schluss mal durch, weil mich wundert, wie viel wir im Gesamten eigentlich einsammeln. Ist das schon alles gewesen? Was ist schon alles? 300 Taler! Nice! Betrachten! Lavernenlied. Larvenlied, nicht Lavernenlied. Oh mein Gott! Erhalte die Dankbarkeit befreundeter Larven, erhalte Seelen, wenn du Schaden nimmst. Sobald wir Schaden bekommen, kommen wir Seelen über. Das ist natürlich noch eine ziemlich nice Fähigkeit. Wey. Aber wie wir sehen, fehlen da noch einige Raupen. Jetzt haben wir da zum Beispiel noch eins frei. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es sind schon noch einige. Sicher etwa um die 10 Stück, die uns noch fehlen. Im Hintergrund dort hat es noch ein paar, die gefehlt haben. Jetzt ist die Frage... Ja, komm, kommt jetzt näher. Jetzt muss ich ganz kurz schon mal auf der Karte schauen. Und zwar auch in der vergessenen Wegkreuzung haben wir doch noch einen Weg, den wir dann durchforschen können. Genau, den hier unten sind wir noch nicht gewesen. Jetzt ist die Frage, ob wir den mal ganz kurz noch anschauen wollen. Und dann schauen wir uns jetzt ganz kurz mal noch schnell an. Schön. Oi! Ist das der da? Nein, der ist noch eins zu weit von oben. Hey, jetzt schiessen die so Dinger gegen oben. Jetzt ist es so richtig mühsam geworden, da durchzukommen. So, einmal da durch, bitte. Und zwar den Weg da. Ich glaube, den haben wir nämlich noch nicht machen können, weil wir ein paar Fähigkeiten noch nicht besessen haben, die wir jetzt besitzen. Schön einfach unten durch switchen. Genau! So, dann versuchen wir nämlich jetzt mal den Parkour da überstehen. Mit unseren Flügeln sollte das eigentlich einigermaßen gut kommen, wenn ich da nicht anfange so rumfeilen, wie ich jetzt gerade mache. Fühle ich lieber mal ganz kurz noch mein Leben nochmal nach. So, jetzt da einmal gerade abwärts. Jawohl! Das hat ja schon mal gut funktioniert. So, jetzt sind wir am nächsten Abschnitt. Da hat es noch irgendetwas. Nups. Gar nichts für uns. Da kann ich irgendwie, glaube ich, kaputt machen, nicht? Ja, dann sieht das nur so aus. Hinuntersehen. Ah, das zeigt mir sogar an, dass ich da jetzt runter soll schauen. Okay. Ui. Okay, wo sind wir jetzt da gelandet? Aha. Also da haben wir nochmal einen Weg zurück, den wollte ich mir jetzt mal schnell noch anschauen. Oder auch ein komplett anderes Gebiet. WTF, wo sind wir da? Nein! Oh Mann! Ist das wieder so ein spuckendes Ding? Wow! Ich muss da ein bisschen mehr aufpassen, der spuckt dann plötzlich da so eine Horde voll. Wie soll ich da gegen nachkommen? Hä? Mein Gott! Ich habe mich auch gerade dümmer angestellt, dass man das gerade wirklich machen kann. Aber in dem Fall würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg nochmal dort oben und versuchen den Gegner gerade nochmal zu besiegen. Und zwar das mal ohne auf den Deckel zu bekommen. Das ist jetzt schon ziemlich schlecht. Ich weiss jetzt nicht, wie ich mich jetzt dagegen wehren soll. Das Einzige, was ich gerade am Überlegen bin, wäre irgendwie den Panzer hier mitzunehmen. Und zwar, dass wir jedes Mal, wenn er so mehrere Schüsse aufs Mal schickt, wir ganz kurz in den Panzer reingehen können, um das aushalten. Aber für das müsste ich halt den Seelenfänger weglassen. Okay, ich würde sagen, ich probiere das gerade mal so aus. Das könnte vielleicht noch gut funktionieren, die Kombo. Dann kann ich nämlich immer die ganze Zeit drauf einschlagen. Sobald er so eine Welle voll komische Bömbeli schickt, kann ich mich dann in unseren Schutz verziehen. So, einmal schnell durch, bitte. Von da aus sollten wir ja schnell durchkommen. Hey, oh mein Gott, ich komme gegen das kleinste Monster vom ganzen Spiel Schaden über. Ich komme gerade Scheibe über. Oh Mann! Was ist los? So, jetzt muss ich aber zuerst mal schnell die Seelen anfüllen. Und zwar... Ui. Der ist richtig rasig unterwegs hier. So, jetzt kann ich dann nämlich schon nochmal nachfüllen, wenigstens ein Leben. Okay. Da können wir gerade direkt nochmal ein Leben nachfüllen. Mann, ich stelle mich gerade momentan so dumm an. Das gibt's ja fast nicht. So, dann müssen wir da nochmal schnell den Jump'n'Run durchkommen.
Die Frage ist, dort oben könnte ich eigentlich ganz kurz angehen, wenn die uns nicht... Ui, wie viel verbreitet der? Der explodiert wahrscheinlich auch noch, hä? Boah! Was ist denn hier los? So, dann kann ich da nämlich meine Seelen schnell nachfüllen. So, nice. Dann haben wir sicher mal noch genug Seelen am Start. So. Da wieder durchhüpfeln. Genau, da abwärts. Und jetzt sind wir ja dort rechts durch. Ich wollte jetzt mal ganz kurz noch schnell links schauen, ob er da noch irgendetwas hat. Bevor wir unsere Seele wieder einsammeln. Da hat es nur irgendetwas zum Betrachten. Ah nein, das ist gerade nochmal zum Nachfüllen. Okay, alles klar. Hat es da einen Keimweg gehabt? Wenn das da schon so auffällig ist. Nicht wirklich, hä? Da hat es einfach gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, ich schaue mir jetzt schnell den Weg an, bevor wir zuerst unsere Seele zurückholen. Ah, da hat es einfach noch einen Berg voller Taler für uns. Ja, das sage ich doch auch nicht nein. Wey. So, dann lasse ich mich da runtergehen. Oh, jetzt habe ich gerade gemeint, wir gehen wieder in die Stacheln rein. So. Dann sind wir da auch schon angekommen. Da hat es noch irgendetwas. Nicht wirklich. Okay. Dann würde ich sagen, dann stürzen wir uns direkt einmal in den Kampf gegen das komische Dings. Und jetzt sammeln wir da schön gemütlich unsere Seelen einmal ein. Jawohl. So. Das Mal haben wir den Panzer mit dabei. Und sogar ein paar Seelen schon auf Vorrat. Grimschlund. Ah, der haut mich auch, wenn ich zu nahe angehe. Okay. Hä? Das hat er beim letzten Mal nicht gemacht. Genau. Jetzt haben wir das können mit unserem Panzer wunderschön abwehren. Ah, jetzt habe ich es versucht, das hat er aktiviert. Okay. Nein, stimmt, wenn ich zu nahe angehe, dann haut er mich noch ein. Ui! Nein! Mann! Wie kann man sich nur so dumm anstellen, wenn ich das gerade mache? Das ist ja wirklich, wieder mühsam. Da hätte ich ja gerade so gut einen anderen Kampf machen können. Mann. Ich würde sagen, ich nehme sonst den Wappen... Nein, wo ist... Der lange Nagel bringt uns etwas. Der Kompass, ich wollte eigentlich schon wissen, wo ich genau etwas stecke. Mann. Ich bin ganz im Überlegen, was es könnte dort unten helfen. Aber ich glaube, das Einzige, was hilft, ist einfach ein bisschen mehr Spielskill, was ich als Noob, wie es aussieht, einfach nicht besitze. Aber das mit dem Panzer funktioniert ja eigentlich plus minus schon mal gut. Jetzt muss ich einfach nur schauen, dass ich den richtig einsetze und vielleicht auch ein bisschen ruhiger spielen. Vielleicht ist das das Geheimnis. Sola, nein. Genau, da sind wir gewesen. Okidok. Sola, dann pumpen wir da nochmal ganz kurz schnell durch. Ah ja, genau dort rein. Mann. Sola. Schnell das Leben anfüllen. Wieso musst du jetzt genau da hinkommen? Meine Güte, der hat uns jetzt wirklich belästigen. Und zwar auf die gröbste Art und Weise, wie man das machen kann. So, einmal durch bitte. Hey, ich wollte einen neuen Weg erkunden und dachte, ja, dann wird es ein bisschen chilliger und ich werde vielleicht ein bisschen stärker und am Schluss kämpfe ich doch wieder gegen einen Boss, den ich nur auf den Seppel bekomme. Ach, dann würde ich sagen, auf ein neues. Das sind wir ja ziemlich schnell da gewesen. Also das Mal am Anfang hat er ja sogar rumgumpen. Also er kann rumgumpen, er kann so komische Bömbeli schiessen und was kann er noch? Das ist eine gute Frage. Das Einzige, was ich gerade gesehen habe, ist... Nein, da können wir nicht aufwärts gumpen. Okay. Okay. Concentration. Gut. Wieso? Oh, das ist... Versucht jetzt mal schnell das Leben anfüllen. Jawohl, es hat gut funktioniert. Wieso? Ich fühle mich ein bisschen verarscht von dem Ding. Ich kann es nicht einsetzen. Mann. Wieso kommt denn der so schnell umeinander? Hat den Dachschaden?
Haben wir das können gut abwehren, aber eigentlich auch nicht wollen. Nein, wie komme ich... Oh, Mann. Es tut mir wirklich leid. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich glaube, das ist nicht so der Hit. Weil es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht so, wie ich will. Mann, Mann, Mann. Das Einzige, was mir führig bleibt, ist vielleicht mehr auf Zauberschaden noch gehen. Damit ich mehr Schaden mache mit unserem Schuss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie ich das genau hinbekomme. Wir sind schon wieder an einem Weg, wo ich nicht weiterkomme. Wo ich einfach nur fehle hoch 10. Ach, der hat mich einfach nicht gern. Das Spiel hat mich gerade momentan einfach nicht gern. Und ich freue mich dann einfach, was am Schluss dort auf uns Besonderes soll warten, dass sich das überhaupt lohnt, jetzt gegen den zu kämpfen. Ah, Mann. Die Viecher nerven mich, wieso sind denn die so plötzlich so gross? Nice, okay, dann sind wir schon mal wieder da. Würde ich sagen, ich versuche mich jetzt gerade nochmal im Kampf gegen die. Das war knapp. Das war knapp. Komm da hin. Komm. Ah! Das andere ist, vielleicht würde ich auch am besten mal unsere Stinkwolke plus minus mal versuchen rauszunehmen. Jetzt hat er keine Seelen mehr für uns. Mann, 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 Mann. Es läuft ja wirklich gerade momentan gar nicht gut. Was ist denn los? So. Das Mal lasse ich mir das nicht nehmen. Wir werden jetzt gewinnen. Wir werden gewinnen, aber ich bin mir überlegen, wenn wir es jetzt nochmal nicht schaffen würden, was ich davon nicht ausgehe natürlich. Was ich nicht davon ausgehe natürlich. Dass wir dann vielleicht die Stinkwolke mal rausnehmen, weil ich habe das Gefühl, die bringt gar nichts bei ihm. Die Frage ist halt, er hüpft um. Er schießt mehrere Bümbeli die ganze Zeit. Plus er schießt einen Haufen voller Bümbeli. Es ist mega schwierig, dem auszuweichen dem Ganzen. Besonders er hüpft plötzlich aus dem Nichts los und dann voll auf die Birne drauf. Oh! Ai! Nein, ja! Jetzt hat er mir wieder voll auf den Kopf drauf. Ah, wenn ich da... Nein, wie soll ich dem ausweichen? Come on! Nein, oh, falscher Knopf! Und wieder voll auf die Birne drauf. Wie viel vertreibt denn der Schafsäckel? Mann! So, unsere verdammte Stinkwolke bringt nichts, die nehmen wir raus. Die Frage ist, durch was ersetze ich sie? Und zwar nehmen wir Larvenlied und dann nehmen wir unseren Zauberbändiger. Weil jetzt würden wir die ganze Zeit eigentlich... Ja, ist das eine gute Idee? Eigentlich könnte ich das auch so machen. Enthält angeblich das Wissen vergangener, erhöht die Macht von Zaubern, die dadurch mehr Schaden zufügen. Da haben wir ja genau das Gleiche. Wieder Seele zu beherrschen und verbessert die Zauberfähigkeiten des Trägers. Ich probiere es jetzt das mal mit dem Schamanenstein Larvenlied, dass jedes Mal, wenn wir von ihm Schaden bekommen, dass wir zusätzlich würden, blöd Schaden zu machen. Also das Ziel ist jetzt wirklich, dem Eis auf den Keks zu hauen. So, nochmal schnell durch. Ui, wieder vom Schwächsten treffen lassen, Mann! So, langsam, mit Geduld. So. Ich bin da gerade am falschen Ort, aber da kann ich gemütlich nochmal ein Leben anfüllen. Nein, nicht ganz runter. Oh, auch gut, dann können wir da nochmal ganz kurz schnell ein paar von den Kleinen vernichten. Und ich muss sagen, ich habe gerade vorher mitbekommen, dass man da ziemlich... wieso komme ich jetzt nicht rauf? Jetzt, alles klar. Dass wir recht gut Seelen einsammeln durch unser Larvenlied. Wir haben ja wirklich mega viel bekommen. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich dann meine Zauber einigermaßen viel einsetze und nicht Solari fahre. Nein! Oh, das geht ja nicht dümmer. Komm, langsam, gedicken, durchschnaufen. Ich bin halt wirklich auch ein mega hektischer Spieler. Das ist bei mir, glaube ich, auch ein bisschen das Problem hier in Hollow Knight, dass ich durchgehend auf den Keks bekomme, weil ich die ganze Zeit so hektisch umeinander hüpfle. Mann! So. Auf ein neues. So, wir haben Larvenlied, langen Nagel und Schamanenstein. Bedeutet, wir setzen darauf, dass wir mit unseren Zauber auf den Deckel hauen.
Dass er mich auch so abhitten kann da. Okay, okay. Okay. Ich muss da irgend... Oh! Okay, man kann dort irgendwie jetzt immer eine kleine Lücke. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich muss die suchen. Die habe ich jetzt nämlich... Okay. Komm, vereis. Sola. Oh, ich hätte einfach im Ecken stehen bleiben. Okay. Aber das ist mal gut zu wissen. Nein! Der kommt so schnell los. Wie kann man so schnell gumpen? Wie kann man nur so schnell gumpen? Der Sprintmeister bringt das an dieser Stelle auch nicht wirklich viel. Ach Mann, oh Mann. Und der vertreibt noch mehr als irgendetwas anderes. Soll ich den da mal rausnehmen? Den langen Nagel und versuchen, den Sprintmeister mitzunehmen, dass wir schneller sind. Bringt das überhaupt etwas? Macht das einen Unterschied? Zeig mal. Das wundert mich jetzt gerade. Einfach irgendetwas anderes. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, nicht wirklich, hä? Nicht wirklich. Es war ein guter Versuch da mit unseren Larven und mit dem Schamanenstab, aber der Typ vertreibt auch so viel. Aber wenigstens habe ich jetzt mal herausgefunden, dass wir dort eine kleine Lücke haben, wo wir eigentlich durchschlagen können. Und darum würde ich mal sagen, das Larvenlied, yeah. Was würde ihm Schaden machen? Eigentlich das. Das Problem ist, ich komme ja am meisten Schaden über. Doch, wenn er auf uns draufkommt, komme ich am meisten Schaden über. Mehr Leben bringt uns nicht an dieser Stelle. Wenn wir es nochmal so versuchen. Dann habe ich aber keine Regeneration für unsere... Mann. Was könnte man da versuchen? Der Zauberbändiger und das Larvenlied eher so rum. Komm, wir probieren es jetzt noch einmal. Und schauen, ob wir dem eins in den Arsch treten. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir da gerade direkt nochmal auf so einen schwierigen Boss treffen. Ah, komm. Vereis! Ich bin langsam stinkig. So. Langsam bin ich richtig sowas von genervt. Ich habe eigentlich richtig viel vorgehabt, die Folge. Und am Schluss lande ich wieder bei so einem Boss, wo ich einfach das Gefühl habe, bitte nicht. Nein, falscher Weg. Schon wieder. Mann. So, wir geben dem Ganzen jetzt noch einen Versuch. Und zwar... Sola. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Kampf nicht schaffe und ihr einen Tipp hätte, bin ich da am besten gegen die... No comment, Bro. No comment. Wirklich gerade no comment, aber das ist so mühsam gegen die. Die verträgen auch so viele Schläge. Ich muss wirklich schauen, dass ich einen Weg finde, meinen Nagel zu verbessern. Also irgendwie Blei zu finden. Ich glaube, Blei wäre das, was wir bräuchten, um da besser entlang zu kommen. Um unseren Nagel zu verbessern. So, noch nicht ganz auffüllen. Sola. Also der Jump'n'Run ist ganz easy. Der ist jetzt wirklich nicht allzu schwierig. Das Schwierige ist wirklich gerade der Boss zu tun. Ich komme gerade wirklich langsam Schreiben über ab dem. Entweder spiele ich gerade momentan einfach so der Boss beschissen. Oder der Boss ist einfach auch noch nicht für uns gemacht. Wir müssen wirklich schauen, dass wir unseren Nagel mal ein bisschen verbessern. Aber ich würde sagen, ich setze mich jetzt bequem runter. 3, 2, 1, go! Grimschlund. Ja, dass der mich auch noch so hauen kann, das ist nicht fair. Okay. What the fuck? Also er kann doch in ganzen Ecken gumpen. Jetzt wollte ich gerade ausprobieren, ob er das überhaupt kann. Wo ist die Schlucke? Ah! Also wenn ihr einen Tipp für mich habt, wie ich gegen den Boss einigermaßen besser klarkomme, dann würdet ihr mir das liebend gerne in die Kommentare schreiben. Oh! Nein, da kommt wieder der Hagel. Ach, vergiss es. Vergiss es. Das Viech ist mir einfach gerade eins zu heftig. Aber wisst ihr was, ich versuche es jetzt gerade nochmal. Ich wollte eben besiegen. Ich habe jetzt einen richtigen Hass gegen das Mönsterli. Ich wollte das schaffen. So. Und zwar nehmen wir jetzt den Zauberspiegel raus. Und ich nehme mein Mehleben mit.
Und ich würde behaupten, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist einfach Feierabend. Ich lasse mir das nicht weiter gefallen von dem. So, jetzt hauen wir mal auf den Sack. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden wir uns einen anderen Weg suchen. Schauen, dass wir unsere... Ja, dass ich genau dort reinkomme. Mein zusätzliches Leben ist weg. Es bringt natürlich nichts, wenn ich mehr Leben mitnehme und am Schluss dann die gar nicht brauchen kann. So, schauen, dass wir jetzt aber wirklich nicht getroffen wird. Dass ich wenigstens ein Leben mehr am Start habe. Schnell hier in Deckung gehen von dem Ding. Ich glaube, wir sind einfach viel zu schwach. Wir sind einfach viel zu schwach. Ich brauche einen besseren Nagel. Sola. Jetzt bin ich extra, habe ich den anderen Kampf nicht gemacht und gedacht, ich suche Sachen, die mich stärker machen. Und am Schluss, was treffe ich? Irgendein komisches Wesen, das mir trotzdem auf den Sack geht. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Sola, jetzt langt's mir. So, let's do it. Grimschlund. Wo ist... Ah, nein! Ah, wenigstens haben wir gerade mit unserem Qual noch Schaden gemacht. Oh, wo ist die Lücke da? Gut. Gerade nochmal. Okay. Okay. Nein. Ich will es schaffen. Gut. Es hat gut funktioniert. Ah! Komm, stirb doch einfach! Wo ist die Lücke? Da hat es gar keine gehabt! Hey komm, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, was der sich davon gemacht hat. Das ist jetzt wirklich einfach nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Es ist einfach wirklich nicht zum Fassen. Es ist einfach gerade völlig zum Kotzen, dass ich jetzt da ganze Folge damit verschwende, gegen so ein komisches Viech einfach nur zu sterben. Das ist einfach nicht normal. Es ist unglaublich, es ist nicht normal. So, ich nehme jetzt da meine Dings wieder mit. Meine normale Combo. Ich gehe mir jetzt da kurz meine Seele einsammeln. Dann machen wir uns zurück nach Mistmund und von dort aus suchen wir den nächsten Weg. Und schauen mal nach, dass ich endlich mal meinen Nagel schaffe zu verbessern. Ich habe einfach das Gefühl, ich spiele momentan einfach völlig nicht gut. Ach, so. Wo? Ach, das ist ja wirklich nicht normal. Das regnet da nur von Schaden gegen oben. Jawohl. Ach, dass wir jetzt von so einem Scheissdreck noch treffen lassen. Mann, ich verzweifle gerade völlig in dem Spiel. Ich glaube, ich muss mal schnell eine kurze Pause machen. So. Sola. Da abwärts. Den Weg kenne ich ja langsam auswendig. Da sind wir jetzt schon genug durch. Dann sammle ich mal noch ganz kurz meine Seele ein. Sola, wir haben jetzt deftig auf den Keks bekommen. Und er hat es geschafft, mich dazu zu zwingen, wirklich nochmal zurückzugehen. Sola. Nein, noch eins auf, oder? Ach, ich sag nichts mehr. Ich sag wirklich nichts mehr. Ich sag sowas von nichts mehr, was da gerade vor sich geht. Nein, doch da unten durch, oder? Hä? Doch da durch, mein Gott! Ach, das ist Ciabatta Grande. Jetzt komme ich da natürlich nicht mehr raus. Komm! Ich sag nichts mehr. Ich bin, wie es aussieht, einfach gerade nicht mehr in der Lage, wirklich zu spielen. Ich bin genervt hoch 10. Und wenn ich mal genervt bin, dann ist sowieso Feierabend. Dann ist mein Spielstil gerade am völligen Füdli. Sola. Komm, ich mache mich jetzt da gemütlich zum nächsten Bänkchen auf. Da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht treffen lasse. Da unten sollte sich nämlich gerade noch ein Bänkchen befinden. Jawohl, das sollte irgendwo da hinten sein. Und zwar bei dieser Mystikerin in dem Fall da oben.
Jawohl. So. Bei der hier haben wir nämlich noch ein schön gemütliches Bänkchen. Und das gönne ich mir jetzt auch. Leutlis, es tut mir wirklich leid. Die Folge ist auch einigermaßen länger gegangen, ausnahmsweise eine halbe Stunde, weil ich jetzt einfach so etwas daran gebissen habe, jetzt besiegen, aber durchgehend nur auf den Sack bekommen. Tut mir leid, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge wird es einigermaßen besser laufen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich gönne mir jetzt ganz ein kurzes Päuschen. Danke euch vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es heisst, tut drauf den Deckel bekommen mit eurem Schweizer. Danke vielmals und ciao.